miteinander. Schaut zusammen. Wunderschönen Sommersonntabend. Das hier ist der Dominik Haab. Und der Dominik Haab, wie wir alle wissen, ist Pastor hier in der Sunday Night Community. Und wir schauen, wie gut der Dominik Haab Bibelverse kennt. Und zwar haben wir hier Figuren bitte ab. Da haben wir wunderbare Figuren. Und Dominik, die Figuren, die können alle nur einen Teil. Die haben nicht so viel Hirn wie du. Die können nur einen Teil vom Bibelvers. Und du kannst draufklopfen, die werden 2 Wörter sagen. Und du musst nachher die richtige Reihenfolge von diesem Bibelvers schaffen. Zeit hast etwa 3-4 Minuten. Du wirst es schaffen, oder? Kannst mal auf einen klopfen, mal schauen, was der sagt. Ist. Ich brauche ein bisschen Leute, wir hören das auch nicht so gut. Hör mal drauf. Ist. Hör mal da. Mir wird. Man muss schon mal, du verstehst. Mir wird. Mir wird. Der Herr? Hör mal drauf. Der Herr! Die Aussprache von diesen Tierchen. Kannst du da viel hauen? Der Herr. Ich müsste immer sagen, Mir wenn du ist- haust. Der Herr? Weiterfahren. Nichts. Nichts. Mangeln. Mangel. Schon, hau drauf, wenn du es verstehst. Kannst du richtig hauen. Mangeln. Mangel. Mein Hirte, Nochmal. mein Hirte, Hörst du es? Mein Hirte. Mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oh. Jetzt musst du es Jetzt schön wird's sortieren. schwieriger. Komm, Madame, haben erste Stufe geschafft. Der Der Herr musst du finden. Mir wird. Das ist der falsch. Der Herr. Yes! Herr. Den musst du Aber merken. der Herr. Du musst nachher alle treffen, Der Herr. richtige Reihenfolge. Mir wird. Der Herr. Der Herr ist. Mein Herr ist. Ja, Ja. der Herr Der Herr ist ist. mein Hirte. Warte, ist das jetzt das gewesen? mein Hirte, Hau drauf! Hau drauf! mein Hirte, Stimmt, Ja. die hast du. Die hast du. Der Herr Der ist Herr ist. mein Hirte. mein Hirte, Ah, aua. Okay. Nichts. Nein, Mir wird. der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts. Mangeln. Okay, aber jetzt alle gegeneinander. Jetzt musst du alle gegeneinander Ja, schaffen. Mann, das ist- Alle ich hab das schon wieder gegeneinander. vergessen. Come on. Der Herr Der Herr ist ist. mein Hirte. mein Hirte, Du schaffst es. Aua. Aua. Was? Nichts. Der Herr ist. Du musst schon mal richtig. vorne anfangen. Das war falsch gewesen. Mal vorne. Du schaffst es, Bro. Okay. Der Herr Der Herr ist. mein mein Hirte, Jetzt mir, suchst mir. mir. Also das ist es nicht gewesen. Das war der Mangel gewesen. Dann müsste es da sein. Mir wird. Perfekt. Nichts. Suchst. Nichts. Mangeln. Applaus für Mr. Tom Haab und unsere wunderbaren Tierli. Danke vielmals. Danke, Dominik Haab. Ruhm und Ehre für dich. You are a great pastor. Thank you so much. Thank you, Animals. Wir sehen euch nächste Woche wieder. Tschüss zusammen. Danke vielmals. Ihr herzigen, lieben Schnugelis. Schlafen gut. Schlafen gut. Juhu. Tschüss, tschüss. Sensationell, mega gut. Vielen Dank, Nico und Dominik. Hey, wir haben einen grossen Abend vor uns. Wir sind in dieser Serie, wo es darum geht, wir wollen Liebe besser kennenlernen. Ich meine, man hört so oft im ganzen Tag, jeder Film handelt davon, was ist Liebe. Und heute Abend einmal mehr, wenn wir uns damit befassen, was ist der Unterschied in dem Alltag von all dem, was man hört in der Welt. Weil amix wird über Liebe geredet und es bedeutet genau das Gleiche, wie Jesus uns sagen will. Und amix aber auch redet die Welt oder ein Film von Liebe und Jesus Jesus denkt, ja, trifft es nicht wirklich so genau. Und darum lass uns zusammen. Wir gehen jetzt heute Abend miteinander weiter in dieser Serie. Und ich habe ein Privileg, ich darf euch ein Team vorstellen. Da bei mir auf der Bühne ein international gemischtes Team. Nämlich direkt aus dem weiten Süden, aus Mettmerstetten. Da bei uns auf der Bühne, der Dominik Haab. Dann der am nächsten wohnt, in Schwammendingen. Nein, Winterthur. Aus dem Hochenwald, aus der Ostschweiz. Dominik, Hand. Aus der Ostschweiz, da bei uns der Michi Friedlin. Ich weiss, ich habe noch ein bisschen übertrieben, aber jetzt wird es wirklich international. Here on stage,
A warm welcome for Buddy. So great to have you here right from New York. Buddy Criminal. Come on. In New York. Hello, Buddy. Awesome. You know, it's always, ich muss schnell auf Englisch wechseln. It's always amazing. We prepare like those messages and the good thing is, everybody of us has the Holy Spirit. Also wir alle haben einfach den Heiligen Geist. Darum each one listen to what God gave us on our heart and we knew more or less the topic and tonight we're just gonna let it flow. Come on. So, öffnet eure Herzen, wir lassen heute Abend einfach fließen und jeder hat etwas aufs Herz bekommen. Und vielen Dank und wir werden mehr von euch noch hören. We're gonna hear more of you. So, here and see you soon. Du kannst gerade oben bleiben, Michi. What? Ich brauche noch einen, der ein bisschen kann singen kann. Das Thema vom heutigen Abend ist nämlich... Du bist ja noch einer der Worship Leaders da kannst du das schon. Das Thema vom heutigen Abend ist nämlich das. Ja, die einen können es schon. Die einen können es schon. La 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 la. Okay, sind ready? Du bist zu früh, Michi. Du kannst es nicht? Nein. Das hat es auch noch nicht gegeben, als du auf die Welt gekommen Nein, bist. ich bin ein Also ich absoluter tue den Einsatz geben. Wir müssen ein bisschen länger warten. La 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 la. Ist gut, jetzt mal nur die hinten auf der Tribüne. Ja, mal, ich bin zufrieden. Ich finde es gut. Können wir starten. All you need is love. Der Punkt ist der, wir begegnen ja immer wieder überall Liebe. Und der Punkt, dass Liebe so ein wichtiges Thema ist, bei uns immer wieder, oder? Ich bin jetzt auch, oder? Ich bin jetzt Vater geworden vor 9 Monaten und wenn du dich damit befasst, wie oft dass du hörst, ja weisst, dein Kind braucht Liebe, dein Kind braucht Liebe und nochmal Liebe. Und es ist schon so, wir Menschen sind irgendwelche Wesen und wir haben offensichtlich, wir brauchen so viel Liebe. Und meine Mami hat mir immer gesagt, schau Joel, die meisten Menschen brauchen eigentlich auch mehr Liebe, als sie wirklich verdienen. Und damals fühle ich mich wirklich so, ich brauche, wenn es um meinen Gott geht, um meinen Vater im Himmel oder auch von meinen Mitmenschen, brauche ich manchmal mehr Liebe, als ich verdiene. Man kann das wie nicht aufrechnen. Mein Loch nach Liebe ist so gross. Und darum ist das so ein Thema für uns, Liebe. Und wir wollen dort nochmal an die Wurzel gehen. Nämlich der, von dem alle Liebe kommt, wünsche ich, dass wir ihm heute begegnen, unserem Vater von der Liebe, dass er in unser Leben kann reden kann. Zuerst aber habe ich den Michi angefragt. Du bist nicht nur ein brillanter Worship-Leiter, sondern du liebst Film und Geschichten. Darum nimm uns rein. Was kannst du uns über Film und Liebe sagen? Come on. Hey, danke so viel mal. Es ist mir eine riesen Ehre, über eine meiner grössten Leidenschaften mit euch zu reden, und zwar sind das Film. Ich glaube, dass Gott Film braucht als ein Sprachrohr in unserer Generation mehr denn je, um uns Wahrheiten aufzudecken. Und trotzdem glaube ich, dass es extrem wichtig ist, dass wir lernen, geistlich scharfsinnig zu sein, um zu unterscheiden, wo sich die Filme mit der Wahrheit decken und wo eben nicht. Und ich wollte auf 4 Arten von Liebe eingehen, wie sie uns Hollywood gerne verdickt, und mit euch zusammen überlegen, inwiefern gleicht sie dieser Agape-Liebe von dem Vater im Himmel und inwiefern eben genau nicht. Und wir fangen mit einem sehr bekannten Konzept an. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Zirkus-Nummer-Girl. Genau, Step Up. Wer kennt den Film? Nice. Ist jemandem schon aufgefallen, dass die Storyline immer die gleiche ist irgendwie? Voilà. Genau, also... Das erste Beispiel, das ich mitgebracht habe, ist Step Up. Und zwar mit dem Konzept der Selbstliebe. Ist ein Konzept, das extrem wichtig ist in sogenannten Coming-of-Age-Filmen, also Teenager-Filmen wie High School Musical, Camp Rock oder Tanzfilme oder Musicals. Und die Selbstliebe hat zum Ziel, dass die Hauptperson sich selber findet, sich selber identifiziert und lernt, sich selber so krass zu lieben, dass sie als das anstehen kann, wo sie ist. Und bei Step Up ist das ganz praktisch so, du hast immer eine Hauptperson und die merkt aus dem Nichts, oh wow, eigentlich bin ich ein Tänzer. Und der ganze Film, in jedem Film geht es dann eigentlich darum, dass er sich als Tänzer etablieren muss, und der Film hört dort auf, wo er sich als Tänzer etabliert hat und sich so fest hat können lieben, dass er alle Grenzen überwunden hat und zu seinem wahren Ich gefunden hat.
Wenn ich jetzt Jesus anschaue, muss ich sagen, dass Jesus auch eine gewisse Form von Selbstliebe praktiziert oder Selbsttreue. Zum Beispiel die Szene, wo er als Kind im Tempel ist und die Eltern suchen ihn wie pickt und sagen, ja, Jesus, wo bist du? Und er sagt einfach, ja, ich bin dort, wo ich angehöre. Ist ein Satz, den kein Elternteil so hören will. Aber Jesus ist sich selber treu geblieben. Er hatte Selbstliebe gehabt. Und trotzdem zeichnet sich Jesus für mich vor allem durch Selbstaufopferung aus. Das ist nämlich das Zeichen vom Kreuz. Das ist das Zeichen von der Selbstverachtung, dass er für dich und für mich stirbt, damit wir Leben haben können. Darum gebe ich dieser Filmkategorie 2 von 5 Herzli. Sehen wir die? Genau. Come on. Ich brauche jetzt den Buzzer immer so ein bisschen als einen Übergang zu der nächsten Liebe. Sind ihr bereit? Ich kann den Song auch nicht. 1, 2, 3. Voilà, tipptopp. Kommen wir zu der zweiten Liebe. Das ist die sogenannte Freundschaftsliebe. Und ich habe euch mein Lieblings-Bromance-Duo aus dem Marvel-Universe mitgenommen. Der Winter Soldier und der Captain America. Wer kennt sie? Ah, gute Menschen. Come on. Freundschaftsliebe, gerade im Hollywood-Setting, betont Loyalität und Treue durch Höchst und Tiefs. Und beim Captain America und beim Winter Soldier ist es so, Kurzfassung, 2 Soldaten, Weltkrieg, sie treffen sich, werden Best Buddies, bis der Winter Soldier einer Kirnwäsche unterzogen wird und eine ganz andere Person wird. Und vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben. Menschen verändern sich. Und vielleicht ist es nicht gerade durch Kirnwäsche, aber Menschen verändern sich. Und Freundschaften gehen zu Bruch. Treue wird gebrochen. Man kann nicht mehr sicher sein, dass das Gegenüber einem loyal gegenüber ist. Und Jesus hat den Wert von Freundschaft extrem gelebt. Er sagt auch, hey, der liebt am meisten, der sein Leben für seine Freunde angibt. Und trotzdem gibt es einen entscheidenden Unterschied. Jesus bleibt treu. Das siehst du, wo der Petrus Jesus verratet. Jesus hat keinen Moment gezögert, um zu sagen, hey, du bist mein Main Character, wenn es ums Kirchenbauen geht. Ich baue trotzdem noch auf dich. Und darum gebe ich dieser Liebe, sagen wir mal, 3 von 5 Herzli. Ich finde, es hat schon einen relativ guten Jesus-Charakter. Ich muss früher die Schilder nehmen, es bringt gar nichts, wenn ich so einen Übergang mache. Alrighty, 3. Form von Liebe. Die sogenannte Feindesliebe. Haben wir irgendwelche Disney-Fans? Ah, sehr gut. Disney-Filme haben extrem krasse Wahrheiten in sich. Achtet euch mal drauf. Feindesliebe. Bei der Feindesliebe ist das Konzept eigentlich immer das Gleiche. Du hast 2 Lager, die sich gegenüberstehen. Das siehst du bei diesem Film sehr gut, schon nur am Titel. Die Schöne und das Biest. Also es sind 2 Gruppen, die einander gegenüberstehen. Und das Ziel dieser Liebe ist es, Grenzen zu sprengen und das Unmögliche möglich zu machen. Im Film ganz konkret ist es so, dass die Belle, also die Prinzessin, das Biest lernt zu lieben und das vor allen anderen. Und das bricht schlussendlich den Fluch von dem Biest. Und wenn ich an das Wort Fluch denke, finde ich, wow, doch, das hat doch sehr krassen Jesus-Charakter. Jesus hat nämlich auch Grenzen überschritten, um einen Fluch zu brechen. Er ist gekommen und hat sich mit den Prostituierten abgegeben, mit den sündigen Leuten. Er ist vom Himmel auf die Erde herabgekommen, um Gemeinschaft zu haben. Und trotzdem gibt es auch da in der Hollywood-Szene ein paar Sachen, wo wir ein bisschen vorsichtig sein müssen. Im Hollywood-Setting ist es auch sehr, sehr oft so, dass eine von diesen 2 Partien an dieser Grenzüberwindung komplett kaputt geht. Und Jesus, er ist kaputt gegangen. Er ist an diesem Kreuz gestorben, um die Grenze zu überwinden. Aber er war genug stark, dass er den Tod überwunden hat. Und das macht ihn zum grössten Held. Genau, darum gebe ich dem 3,5 von 5 Punkten. Genau, und jetzt machen wir das letzte Mal richtig. Voilà, tipptopp. Gut, last but not least. Wer kennt den Shang-Chi? Sehr wenig. Ihr solltet ihn unbedingt schauen. Auch ein Marvel-Film. Erst letzten Herbst rausgekommen. Es geht um Elternliebe. Elternliebe, da gehe ich nur ganz kurz darauf ein. Geschichte, also es ist eigentlich das gleiche Konzept wie Selbstliebe. Es geht um Identifikation. Aber anders als bei der Selbstliebe identifiziert sich die Hauptperson nicht durch sich selber,
sondern durch eine Rückbesinnung auf seine Eltern, auf seine Heimat und auf seine Wurzeln. Und beim Shang-Chi ist es ganz praktisch so, er ist ein Sohn, der eigentlich praktisch vaterlos aufwächst und die Möglichkeit hat, seinem Vater zu begegnen. Was aber eine Möglichkeit ist für Versöhnung und Heilung, wird schlussendlich zu einem gewaltigen Chaos und bricht in einem Krieg aus. Und das, weil der Vater emotional traumatisiert ist, manipulativ ist und gebrochen ist. Und dort sehe ich einen grossen Unterschied zu dem Vater im Himmel. Ich glaube, dass der Vater im Himmel uns Identität durch sich geben will. Aber er ist kein gebrochener Vater. Er ist nicht ein Vater, der manipuliert. Darum, nimm uns doch mit in die Liebe von dem Vater, wie sie so aussieht. Come on, give a hand for Michi. Ist einfach brillant. Der Mann, der kann alles. Der Kreativkopf von uns, vom Sunday Night. Danke, Jesus. Ich habe das Privileg, ein paar Gedanken über die Vaterliebe noch mal zu verlieren. Vielleicht bist du vor 2 Wochen da gewesen, wo ich schon einen Einstieg gemacht habe und das wollte aus dem Herz herausholen, dass die grösste Sicherheit, die du auf dieser Erde wirst finden, ist die Vaterliebe, das Ja von dem Vatergott über dein Leben. Das ist die allergrösste Sicherheit. Gott hat ein Ja gesagt zu dir. In einem der bekanntesten Verse, die es gibt in der Bibel, im Johannes 3,16, heisst, dass Gott, der Vater, die ganze Welt so fest geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit wir alle gerettet sein und nicht verloren gehen. Was für ein Vater Gott. Was für ein Gott, der sich nicht schade ist, seinen eigenen Sohn zu opfern, damit Menschen zurückkommen in die Familie und frei werden im Herz. Und ich will da anschliessen und es geht mir heute Abend, ich will etwas aufdecken. Und zwar, wenn wir über Gott, den Vater, als nur gut reden, dann haben wir doch oft all unsere Erfahrungen im Hinterkopf. Aber da hat Gott das nicht gemacht. Aber da hat er da. Und warum ist denn das passiert? Und wieso das nicht? Ich will dir etwas sagen. Das brennt bei mir schon seit Monaten, seit Jahren auf dem Herzen und ich lerne immer mehr dazu. Nicht alles, was auf dieser Welt passiert, ist Gottes Wille. Nicht alles, was die Menschen machen, ist Gottes Absicht. Gott hat keine Marionetten geschaffen. Gott hat Menschen geschaffen mit einem eigenen Willen, die leben oder Tod wählen und das sogar multiplizieren. Versteht ihr? Er ist der Autor vom Leben. Der Author and Giver of Life. Er ist nicht der Räuber. Gott ist nicht der raubt und klaut. Johannes 10 sagt Jesus das. Ich habe es auf dem Screen. Dort heisst's: Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, damit sie ein Leben haben in Fülle. In der Fülle. Und liebe Freunde, das ist so wichtig, wenn wir über die Liebe von Gott reden, dass wir unterscheiden können, was ist das, was Gott tut auf dieser Erde? Und was ist das, was der Find tut? Weil du musst eins wissen, die dämonische Welt ist real. Sie probiert zu klauen, zu morden und kaputt zu machen. Und unsere Aufgabe ist es, unser Herz und unser Geist so offen zu haben, um zu sehen, was macht Gott und was macht der Find, damit wir wissen, in welche Arme dass wir rennen müssen. Damit wir nicht falsch gehen. Weil ich sage dir eins, Gott müssen wir aus dem Richterstuhl rauslassen. Gott ist für etwas schuldig. Der Vater im Himmel ist für etwas schuldig. Für etwas kannst du ihn in den Richterstuhl ziehen. Dass er seinen Sohn gegeben hat für dich und mich, dass wir für alle Zeit frei sein können. Für das ist er schuldig. Er ist nicht der die Menschen umbringt. Er ist der Autor und Geber vom Leben. Sag nicht, Gott hat den und den umgebracht. Nein, wenn jemand, unsere Geliebten von uns gehen, vielleicht zu früh, dann ist Gott der Vater, der sie empfängt.
Er ist nicht der, der den Tod orchestriert. Hey, er sagt in der Schrift, weckt die Toten auf. Er macht noch einen Subcontract mit dem Find und bringt nachher noch die Leute um, aber sagt, weckt die Toten auf. Letzte Woche habe ich wieder ein Kalb auf die Welt gebracht, das hat nicht gelebt. Ich habe das Kalb rausgezogen, ich hatte es lang gehabt, die Nabelschnur war abgerissen, das Kalb kommt raus, es ist tot. Ich schaue es an, ja, was mache ich? Leben in Jesus' name. Ich proklamiere, ich hänge das Kalb Kopf über auf. I declare the words of the Lord. Ich sprich Leben aus. Ist etwas passiert? Das Kalb ist kalt geblieben. Und was mache ich? Ich habe meine Augen klar gerichtet auf den einen, der alle Ehre bekommt in meinem Leben. Und ich schaue ihn an und sage, danke Vater, du bist nicht ein Räuber. Du bist ein guter Gott. Das, was der Find mir gestohlen hat, wird er mir 1000-fach zurückzahlen. Im Psalm 23 sagst du, im Angesicht von meinen Feinden deckst du mir den Tisch. Das ist eine Perspektive vom Leben, wo wir wissen, dass Gott nur gut ist. Und das fordert uns raus. Das fordert uns raus, unser Recht in unserem Leben abzugeben. 4-mal in den Evangelien, in allen 4, heisst es, verleugne dich selber, nimm dein Kreuz auf dich und folg mir nach. Die Schrift sagt, du kannst einen Frieden empfangen vom Himmel, that surpasses all understanding, wo jeder Verstand übersteigt. Das heisst, ich gebe meinen Verstand auf, wenn ich Sachen nicht verstehe und empfange die Güte von Gott und empfange einen Frieden, der nur seine Gegenwart bringen kann. Ich habe letzte Woche eine Message gehört, die mein Leben verändert hat. Ich habe sie wahrscheinlich schon 10-mal gehört und ich habe ein Statement mitgebracht. Das ist ein Mann, der seine Frau 3 Tage vorher beerdigt hat. Und er hat predigt am Sonntag vor seiner Kirche. Und er hat gesagt, ich habe das Zitat mitgebracht, von Bill Johnson. The backslider in heart will always judge God by what he didn't do. Der Untreue im Herzen wird Gott immer danach beurteilen, was er nicht getan hat. Lass das mal reinsinken. Wie oft sind wir so und nehmen Gott in den Richterstuhl. Aber die mit einer Zärtlichkeit und einer Barmherzigkeit dem Wesen Gottes nachjagen, werden immer auf das schauen, was Gott gesagt hat in seinem Wort, was er verheißen hat und was er schon da hat. Amen. Verstehst du? Die im aufrichtigen Herz, wenn Gott nachfolgen, die werden immer das beurteilen, nach dem, was die Schrift sagt, nach dem, was seine Verheißungen sind und nach dem, was Gott schon da hat. Ich will dich so ermutigen, dieser Liebe von Gott aufzutun im Herz, die Vaterliebe anzunehmen, weil er ist wirklich nur durch und durch gut. Er meint's gut mit deinem Leben. Lass ihn aus dem Richterstuhl aus, auch wenn dein Schmerz noch so gross ist. Ich sage dir, wenn du glaubst, dass er ein Räuber ist, wie willst du jemals dein Innerste wieder auftun und näher kommen? Weisst du, was will der Teufel? Er will, dass du möglichst weit in Scham und Anklage zurückgehst und ja nicht auftust in deiner Zerbrochenheit. Aber der Vater will, dass du näher kommst und erfahrst. Der Psalmist hat es gesagt, im Psalm 32, the favor of the Lord will last for a lifetime. Die Gunst von Gott wird dein Leben lang über dir sein. Was für eine Zusage. Du hast in diesem Leben das Privileg, in deinen Tiefen, in deinen Valleys of the Shadow of Death, in diesen Schattentälern, wo wir durchgehen müssen, ihm eine Anbetung zu bringen und eine Ehre zu bringen, wie es nur du kannst. Im Himmel wird mal jede Träne abgetrocknet sein. Im Himmel wirst du nie mehr Schmerz haben. Dann kannst du anbeten und alles ist wunderbar. Aber im Heute, in deinem Schmerz, zu sagen, ich liebe dich, Gott, weil du mich zuerst geliebt hast. Egal, was in meinem Leben gut oder falsch geht. Ich gebe dir ein Opfer, das so kostbar ist, wo dich ehrt in all dem, was ich durchgegangen bin. Versteht ihr, mein Passion ist da, weil ich so oft Leute sehe, die Gott etwas unterjubeln, was er nicht ist und nicht gemacht hat. Lass nicht auf die Leute, lass auf die Schrift, auf das, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, mein Joch drückt nicht. Meine Last ist leicht. Komm und empfang das von mir. Verstehst du? Wir alle
haben Tod und Krankheit und Verlust erlebt in unserem Leben. Häng nicht ab. Der Find will, dass du aufgehst und Gott als Ankläger brauchst und angehst und sagst, warum Gott, wieso nicht. Wir haben das Privileg, liebe Freunde, am Sonntagabend, auch mit unbeantworteten Fragen die Güte von Gott zu erleben. Und ich sage dir eins, wenn du mal in die Augen von der Liebe willst schauen, wenn du von dieser Erde gegangen bist, wirst du froh sein, hast du ihn nicht in den Richterstuhl gezogen, sondern wirst du froh sein, hast du deine Freiheit im Herz behalten. Und ich sage dir, das ist etwas, was ich mir wünsche für uns alle zusammen, in dieser Liebe, die wir entdecken wollen, dass wir Gott rauslassen können aus dem Richterstuhl und sagen, du bist für etwas bist du die Schuld, mein Vater. Dass du deinen Sohn nicht verschont hast für die ganze Welt, um alle Sünden wegzutragen, alle Krankheit, damit wir für immer in Gemeinschaft sein mit dir. Danke vielmals, Vater. Amen. Ist jemand da, der mit mir zusammen will, am heutigen Abend sein Herz aufmachen für die Liebe vom Vater? Ich möchte einen Text vorlesen. Im 1. Korinther 13 ist die Liebe beschrieben, wo Gott zu dir hat. Egal ob die Hause oder im Club unten oder da drinnen oder als Podcast, mach dein Herz auf. Ich lese es aus der Sicht von deinem Vater im Himmel, der dich liebt. Ich bin geduldig mit dir. Und ich bin freundlich. Ich verfolge nicht einfach irgendwelche verbissene Ziele in deinem Leben. Darum auch, egal was du machst oder wie du lebst, es verletzt mich nie im Stolz. Und ich schaue nie aber auf dich. Ich bin so vielfühlig, wie es nur geht. Und ich verstehe dich, ich bin beständnisvoll. Ich nehme so gerne auch Rücksicht auf dich. Und respektiere die Grenzen, wo du sitzt. Ich würde dich nie benutzen, einfach für meinen eigenen Vorteil. Ich bin doch nie gereizt oder genervt ab dir. Ich vergib dir so gern. Würde ich nie etwas nachtragen. Für was? Ich freue mich doch nicht am Unrecht, wo dir passiert. Es bricht mir das Herz. Ich bringe Wahrheit in dein Leben. Und freue mich, wenn die Wahrheit wieder siegt. Ich habe alles auf mich genommen, mein Wertvollste gegeben. Einfach, dass wir zusammen sein können, um dich bei mir zu haben. Ich verliere den Glauben an dich nicht. Du magst dich schon aufgeben, ich nicht. Ich glaube und hoffe mit dir fürs Beste. Weil ich heb fest zu dir. Bis zum Ende. Ich heb zu dir. Meine Liebe zu dir wird nie vergehen. Meine Liebe zu dir wird nie vergehen, nie vergehen, nie vergehen. Mein Kind.
Jetzt los mal, ob du die Stimme von deinem Vater mit deinem inneren Ohr hörst, während das Klavier spielt. Los mal an, ob er dir noch ganz persönlich ein Wort von der Liebe will sagen. The Bible says, In der Bibel steht, behold what manner schau an, in was für eine Art of love that God has lavished on us, Gott mit uns liebt, that we should be called dass wir genannt werden the children of God. Kind Gottes. No one knows you more. Niemand kennt dich besser. No one loves you more Niemand liebt dich mehr than Jesus. als Jesus. He sees you. Er sieht dich He knows what you're carrying. und er weiß genau, was du momentan trägst. And he loves you. Und er liebt dich. For years in my life, Über Jahre in meinem Leben I was angry at God. habe ich eine Wut Gott gegenüber If you gehabt. talk to me about God, Wenn du mit mir über Gott geredet hast, I would cuss you out. dann habe ich dich rausgeschossen. Get out of my face. Gang weg von mir. I don't want to hear about church. Ich möchte nichts I hören don't want to hear von about Kirche. Christians. Ich möchte nichts hören über I Christen. had a lot of bad experiences. Ich hatte viele schlechte Erfahrungen gehabt. I let my bad experiences Und ich habe zugelassen, dass meine schlechten with Erfahrungen people mit Menschen, mess me up in my relationship with God. dass sie es dazu gebracht haben, dass meine Beziehung zu Gott total zerstört war. But God sent people into my life, Aber Gott hat Leute in meinem Leben geschickt, like this church, genauso wie die Kirche da. that let me process my anger. Ich habe meine Furcht, meine Wut können einfach prozessieren, also durchgehen. And God told me, don't let people mess you up about God's love. Und Gott hat mir gesagt, lass nicht zu, dass Leute dich einfach vermasseln, um zu zeigen, was Gottes Liebe Let ist. God Lass Gott zu. straighten you out about people. Lass Gott dir zeigen, wie Menschen sind. God is not the enemy. Gott ist nicht der Feind. God is not your enemy. Gott ist nicht dein Feind. If there's something bad that's happened in your life, Wenn es etwas hat, was schlecht in deinem Leben That's passiert the ist, devil. dann ist das der Teufel. if it's good that's happened in your life, Wenn etwas Gutes in deinem Leben passiert It's ist, God. dann ist es Gott. God is good. Gott ist gut. God loves you. Gott liebt dich. Behold what manner of love God has lavished on you, Schau einfach die Liebe, die Gott dir that gibt. we should be called the children of God. Dass wir dürfen genannt werden, Kind Gottes. It's the greatest title you will ever wear. Und das ist der grösste und beste Titel, den du It's je not your wirst bank tragen. account. Es geht nicht um dein It's not if Bankkonto, you're a pastor. nicht ob du ein It's not Pastor if you're a bist, dad. ob du ein Vater It's not if bist, you're a husband. Ehemann, It's not if you're a wife. Frau. No, my friends, you are a son and daughter of the Most High God. Nein, du bist ein Sohn That's und who you Tochter are. vom höchsten Gott. Das bist du. Now that we start to understand God's love, Jetzt, wo wir anfangen, Gottes Liebe zu we start to verstehen, understand what real love is, dann verstehen wir, was not richtige movie Liebe love. ist. Nicht so We viel. start to understand Wir fangen an that God's not verstehen, the enemy, dass Gott nicht Feind that God ist, is our friend. aber dass er unser Freund We ist. start to understand 1 Corinthians 13 love. Wir fangen die Liebe Love always wins. aus Korinther 13, Love dass is Liebe immer always gewinnt. kind. Dass Liebe Love immer is gut always ist. patient. Liebe ist immer hat It geduldig. changes everything. Das verändert alles. But then God doesn't leave us there. Aber Gott lässt uns nicht töten. He sent us God the Father, Er sagt Gott der God Vater, the Son Jesus. Gott, der Sohn But then Jesus. Jesus sent us the Holy Spirit. Aber dann hat Jesus His uns den power Heiligen is Geist here. gegeben. Und seine His Kraft ist presence da. is here. Seine Gegenwart ist da. And the same Spirit that raised Christ from the dead, Und genau der gleiche Geist von Gott, wo Jesus It auf den lives Tod in you. erweckt hat, lebt it in lives dir. in you, Zurich. Er lebt It in euch lives in you, Zürich. Switzerland. Er lebt in euch It Schweiz. lives in you, Er lebt microchurches. in euch It lives Microchurches. all around the world. Es lebt auf die It's ganze the love of Welt. God. Das ist Gottes Liebe. But then He gave us not just the Holy Spirit, Aber er hat uns nicht nur den Heiligen Geist the gegeben, Holy Spirit to help us, der Heilige Geist, der to uns teach hilft, us, der uns lehrt, to guide us, wo uns führt, to lead us, der uns to zeigt, was comfort durchgeht us. und der für uns da ist und uns tröstet.
He gave us the family, Er hat uns eine Familie geschenkt. the church. Kirche. Not perfect people, Nicht perfekte Menschen, but people touched by God's love. aber Leute, die berührt worden sind durch die Liebe von Gott. They're here to help us. Sie sind da, um uns zu helfen. Come on up here. Kommt rauf. The Bible tells us in John chapter 11. In Johannes Kapitel 11 steht es in der Bibel. John chapter 11. In Johannes Kapitel 11. Lazarus. Lazarus. Jesus was so close to Lazarus, Jesus war so nahe bei but Lazarus. Lazarus was dead. Aber Lazarus war tot. gewesen. And Lazarus was dead. Und Lazarus ist tot. gewesen. And the Bible says that Jesus came, Und in der Bibel steht, But dass Jesus Jesus gekommen was ist. late. Aber er ist zu spät gekommen. and Lazarus was dead for 4 days. Und Lazarus war schon 4 Tage tot. gewesen. Jesus told Mary and Martha, Und Jesus hat Maria und Martha roll the gesagt, stone away. rollt die Steine weg. They said, Jesus, we can't do that. Und sie haben gesagt, Jesus, das He können wir nicht machen. stinks. Er stinkt. He's been dead 4 Er days. ist schon 4 Tage tot. Roll the stone away. Rollt die Steine weg. The Bible says that Jesus wept. In der Bibel steht, dass Jesus geweint Jesus hat. sees you. Jesus sieht Jesus dich. cares. Jesus Jesus sorgt sich um loves dich. you. Er liebt dich. And Jesus said, Und Jesus hat Lazarus, gesagt, come forth. Lazarus, komm raus. And the Bible tells us in John chapter 11, Und in Kapitel 11 he von was wrapped Johannes from head steht, to toe. dass er von oben nach unten Jesus eingewickelt said, war. Take his grave clothes off. Und Jesus hat gesagt, nimm And let him go. die Tücher weg und lass ihn gehen. Think about this, church. Denk dran, Chille. He was dead. Er ist tot gewesen. Now he's alive. Jetzt ist er lebendig. But he still has on his stinking grave Aber er hat clothes. immer noch die stinkenden Kleider an. He was lost. Er ist verloren gewesen. He's found. Und er ist gefunden. But he's still bound. Aber er ist immer noch gefesselt. Amazing grace. Die How sweet the sound geniale Gnade, that die so saved a schön wretch like tönt, me. die uns gerettet hat. I once was lost, Ich bin eigentlich verloren but gewesen, now I'm found. aber jetzt bin ich gefunden. Was blind, but now I see. Ich bin blind gewesen, aber jetzt kann ich You see, sehen. God, Siehst du, Jesus He gave us a family. hat uns eine Familie He geschenkt. gave us the Holy Spirit. Er hat uns den Heiligen Geist He gave geschenkt. us Jesus. Er hat uns Jesus But geschenkt. this family is here. Und die Familie ist da. We need the church. Wir brauchen die Kirche. We need God's family. Wir brauchen Gottes Why? Familie. Warum? We can't heal alone. Wir können nicht selber We heilen. all Selber have heilen. stinking grave clothes Wir haben alle so Grabtücher, that we die can't stinken, get off by wo ourselves. wir nicht selber You see, my wegnehmen können. friends, we can't heal alone. Wir können nicht selber heilen. We need God's family Wir brauchen Gottes to come in Familie, and help us wo with our reinkommt und uns stinking hilft. grave Mit clothes. unseren stinkenden Kleidern, die wir haben im Grab. You see, my friends, we're all the same. Wir sind alle gleich. If you'll put a picture of the cross up, Wenn ihr da Kreuz noch zeigt. we are all the same at the foot of the Wir cross. sind alle gleich, wenn wir vor You dem have Kreuz stehen. stink in your life. Du hast Gestank in deinem Leben. I have things that stink in my Ich life. habe Sachen in meinem Leben verstinken. And yes, Jesus has saved me. Und ja, Jesus Yes, hat mich I love gerettet. the Lord. Ja, ich liebe Jesus. But I need help. Aber ich brauche Hilfe. We all need help. Wir alle brauchen Hilfe. You stink. Du stinkst. You stink. Du stinkst. You stink. Du stinkst. You stink. Du stinkst auch. Let's all kneel at the foot of the Und cross. gehen wir vor dem Kreuz und We're all the knühlen same dir. at the foot of the Wir cross. sind Just alle kneel gleich down. da am Kreuz. We are all the Wir same sind at the alle foot of the gleich, cross. wenn wir vor dem Kreuz God sind. cannot help proud people. Gott kann God stolze can Leute nicht only helfen. heal humble people. Er kann nur God demütige Leute opposes helfen. proud people. Gott ist So gegen whatever Leute, die healing you stolz need sind. tonight, the Holy Spirit is here. Also And egal, by was the du für Heilung stripes of brauchst, ist der Heilige Jesus, Geist da. we are healed. Wir sind geheilt But we durch have to durch humble Jesus. ourselves. Aber wir müssen uns Then demütigen. once we're humble, Und sobald wir demütig this sind, beautiful picture, dann hat es ein geniales Bild God's family. von Gottes Familie. Guys, come help me. Kommt helfen. Come help me. Guys, come help me. Kommt helfen. Help me get these stinking grave clothes off. Helft mir, dass ich die Tücher wegnehmen kann. die Come so on, help me stinken. get these grave clothes off. Hilf mir, die Grabtücher wegnehmen, This, die my friends, stinken. come here. Das genau, meine This, my Freunde. friends. Das, meine Freunde. This, my friends. Das, meine Freunde. This Das is a beautiful picture ist ein wunderschönes Bild of God's family. von Gottes Familie. You can't heal alone. Du kannst dich nicht selber I can't heilen. either. Ich kann es auch nicht. We need the body of Christ Wir brauchen das Leib to help us Gottes, heal. damit wir heilen können. I was just in Brazil. Ich bin letztens in Brasilien gewesen, I had the honor of speaking to 30,000 people, und ich hatte die Ehre, vor 3000 4,000 Leuten zu pastors and reden, leaders. 4000 Leiter und Pastoren. My leg, Und mein Bein, for 3 years, I've been on crutches. 3 Jahre lang hatte ich I Krücken was gehabt. discouraged. Und ich bin enttäuscht And some gewesen. pastors came in and they prayed for me. Und Pastoren sind reingekommen And und they haben für mich said, say gebetet. this, pain leave now in Und Jesus' sie haben name. gesagt,
Schmerzen gang Pain jetzt in leave Jesu now in Namen. Jesus' name. Schmerzen gang im Namen Pain leave Jesus. now in Jesus' name. Schmerzen gang They said, jetzt. start to move your foot. I could Und move er my hat foot. gesagt, beweg deinen Fuß. could Ich konnte walk. bewegen, ich I konnte could laufen. even run. Ich konnte sogar Jesus rennen. healed me. Jesus I hat mich couldn't heal geheilt. alone. Ich kann mich I nicht needed selber heilen. Ich habe Jesus but I needed gebraucht. the church. Aber ich habe auch Kirche I gebraucht. needed someone else to help me take my grave clothes Ich habe off. jemand anderen gebraucht, der mir The Holy geholfen hat. Spirit said, now I want Der you to Heilige go. Geist sagt, gang jetzt. The Holy Spirit said, I want you to go. Ich möchte, dass du jetzt I want you to gehst. call your daughter. Ich möchte, dass du deine I Tochter love my anrufst. daughter. Ich liebe meine Tochter. She's beautiful. Sie ist wunderschön. She's gorgeous. Mega She's schön. battling. The enemy's been after her. Und sie war im Kampf, weil With der Find depression, gegen ihr ist. Mit anxiety. Depression, mit Angst. I called her and I said, sweetheart, Und ich habe sie angerufen und I gesagt, just want you to know ich will einfach, dass du weißt, I love you. ich liebe dich. So proud of you. Ich bin so stolz auf dich. So strong. Sie ist so So stark courageous. und hat so viel Mut. I spent 21 days with just my dad, and daughter. 21 Tage lang bin ich And we alleine went, mit we meiner got Tochter help. gewesen und wir haben Hilfe geholt. She's emerging. She's healing in the mighty name of Und sie ist Jesus. jetzt am In the Heilen mighty name of Jesus. im kräftigen I Namen von called my Jesus. son. Ich habe meinen Sohn dann I auch said, son, I angerufen. just want to say I'm sorry. Und ich habe meinem Sohn gesagt, ich wollte einfach Some sagen, es things tut I mir missed in your leid. life. Das sind Sachen, die ich verpasst Here's habe the in meinem point. Leben. Und das ist jetzt der God Punkt. can't help proud people. Gott kann stolze Leute nicht God helfen. can't help proud people. Gott kann stolze Leute nicht helfen. Behold, what manner of love God has Schau mal, lavished on die us. Liebe, die Gott für uns That hat. we should be called Dass wir the genannt werden, children of God. Kind Gottes. And that is Und who das you ist are. Genau das ist, wer du Love bist. never fails. Liebe ist Love nie. always wins. Liebe gewinnt God the immer. Father, Gott der God the Vater, Son, Gott dem Sohn God the Holy Spirit, His helper, is here tonight. und Gott der Heilige Geist als His Helfer family ist is da. here Seine to help all Familie, of us heal. seine In Familie ist da, Jesus' um uns mighty alle name. zu helfen in Jesu Namen.